Hallo! Hallo! Und zwar haben wir hier heute einen Miata in dieser Garage. Der Miata gehört nicht mir, sondern ihre. Sie hat schon mal einen gehabt letztes Jahr, hat den wieder verkauft und den geholt. Wieso auch immer. Also, Das ist der 1.8er, vorher mit 1.6er mit den 90 PS und jetzt ein bisschen mehr Leistung. Ein Exemplar vom 96-Jahrgang mit braunem Interieur. was echt geil ist. Also am Anfang dachte ich, das Ski ist nicht so geil, aber... Hat noch was. Und wie ihr hier hinten seht, die Work Equip 03. Ja, weißt du vorher? Eine Nachmachung von Equip 01. Zum Hauptgrund eigentlich von dem Video ist eine Zusammenarbeit mit KW, das ST-XA-Fahrwerk, das wir dann einbauen. Jetzt mal erst das Unpacking. Ich habe es auch noch nicht aufgemacht, das heisst, wir machen es gerade zusammen auf. Wow. So, und wieso eigentlich KW? Ich hatte vorher im anderen Jahr das TH gehabt, was im Vergleich jetzt schon ein recht billiges Fahrwerk war. Aber es war einfach das erste und ich dachte, ja, mehr brauche ich nicht. Ich will nicht zu viel Geld in die Hand nehmen. Aber diesmal habe ich jetzt etwas Richtiges wollen. Das ist das STXA. Sieht nicht nur gut aus, fährt auch gut. Schlemmer. Wieso ein Signalviolett? Es kommt noch eine Teilfolierung in diesem Jahr. Genau. Ich weiss noch nicht wirklich, ob es dann violett wird, aber es wird Akzent haben. Dann finde ich, das passt super. Ja, ich kann übrigens aus diesen Farben auswählen. Zusätzlich hat man können Schriften auswählen, und zwar, ich habe mich entschieden für Keep Me Out Alive. Ah, damn! Mit vorne, ein Auto hat jetzt, was hat es jetzt drin? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Tieferlegungsfeder einfach Ja. auf das originale Fahrwerk, oder? Ja. Das sieht so aus. Mit vorne ist eigentlich schon recht tief, ganz ehrlich. Da sind wir. Ja, genau 2,90. Also er wird nachher über gleich tief sein, vorne sicher. Oh, hinten ist hoch. Hinten ist sehr hoch, ja, 34. Ja. Also, Let's start. So, kurzer Zwischenstand. Das Fahrwerk ist draußen, die Umlage ist dran. Beim Anziehen ist es abgebrochen. Ui, fucked up. ja, Also beim Raphael. zu viel Kraft. Also das heisst schon mal, es wird nicht mit heute fertig machen. Und wir gehen gerade ein bisschen anschissen. Und wir gehen jetzt mal essen. Döner. Burger. Döner. Und nachher geht es weiter. Ja. Nach ein bisschen Arbeit haben wir es geschafft. Das Fahrwerk ist drin. Heißt schon mal, es wird nicht mit heute fertig machen. Wir haben jetzt hier das Ganze so gelöst, das fällt eigentlich gar nicht so auf. Und zwar ist jetzt da die neue Schraube. So sieht es aussehen. So sieht es jetzt aus. So, Boys and Girls, ich würde sagen, es ist Zeit, um einmal eine Felge draufzuklopfen, oder? Also ja, was haben wir jetzt da? Das ist ein 15 mal 9 ETC. 8. Ah, ist ein 8er. 15 mal 8 ETC. Ja, das ist hot. Geil. Was meinst du? Geil. Geil. Everybody's got good. Everybody's got good. Also Boys, wir wollten anfangen zu bördeln. Dann festgestellt, dass es irgendwie hure streng hat und alles direkt crackt. Und dann festgestellt, dass das alles gespachtelt ist. Oh mein Gott. 1 hour later. So, also wir sind jetzt mal fertig gebördelt übrigens. Mal fürs Erste. Wir schauen mal runter und schauen mal, wie das auf dem Boden wirkt. Und hoffen, dass wir hinten einfach nicht mehr bördeln. Wann ist es sexy? Wow.
Wir haben übrigens 11 Uhr, wir glaube um 10 Uhr angefangen. Also. Ah, nur eine Stunde gehabt? Ja, nur eine Stunde, stimmt. Ich würde mal sagen, wir haben es für heute. Wir machen jetzt schnell Tag. Und der Miata steht ready, bereit zum Eintragen. Das sind jetzt die legalen Werte, die man mit DTC eintragen kann. Also im Vergleich zum vorherigen Fahrwerk, das ich hatte, ist das jetzt wirklich einiges besser. Also es liegt schön in der Kurve, es fährt sich sehr komfortabel, es ist nicht zu hart. That's what she said. Und fährt trotzdem sehr sportlich. Mir war noch wichtig, dass ich auch legal herumfahren kann. Und KW ist das Einzige, das jetzt mit DTC so tief wie möglich eintragen kann. Jetzt bleibt dran und gönnt euch. So please, whatever.